Für ein paar Jahre stehen sie nach Ball an all Bistro. Lo muss ich schon noch sichern. Es gibt aber noch immer ein paar Leute, die dafür sorgen, dass auch eine Generation noch ein Party-Flipper spielen kann. Wie zum Beispiel der Staff. Hier restauriert Flippere von allen Sorten. Wir waren bei ihm am Keller, konnten so viel Flippere, wie wir wollten. Wenn ihr innen zu Halle könnt, weiß ihr nicht, was ihr erwartet. Wir sind zu Bissen an der Sonderaktivität am Staffs Flipperkeller. An den Numm hält, was er verspricht. Und noch viel mehr. Nicht nur Flipper, mehr auch Spielautomaten, Darts, Arcade-Autospieler oder nach Kicker. Beim Staff schlägt Spielerherz mehr sehr. Wie können denn überhaupt auf die Idee für sich mit diesen Apparaten, die an den 80er und 90er Jahren ihren Höhepunkt hatten, zu beschäftigen? Ich bin angefangen, wie ich ganz klein war, da hat mein Papa Flipperin, wird doch selber ein paar gepflegt. Und du hast da eben so abgekommen. Und 14 Jahren ungefähr habe ich einen Kollegen kennengelernt, den der selber hat. Und dadurch hast du die Passion zurückgekommen. Der Staff war ein lokal gelehrter Flipperbauer, aber das hat ihn nicht für seine Passion aufgehalten. Am Anfang war es kompliziert, wenn ich nicht verkennt. Aber nur und nur, wenn ich mich interessiert, dann lernen wir doch. Wir lernen hauptsächlich durch Learning by Doing. Ne? Es fängt an, dass man ein Platinfutti hast, kann noch Steck gebracht sein oder Fehler, Pannen sind ganz unterschiedlich wie beim Auto. Ne? Mal so wie der Teil der Top-Beredung aufbauen, neu abbauen, kommen wir neu mit Biere wieseln, dauert so 20 bis 30 Stunden. Den größten Teil kriege ich hier aus dem Land für Sammler. Ich gehe doch viel an Ausland zwischen Deutschland, Belgien. Bei den Flipper gehen es ja auch von allen Sorten nach Jahrgang. Dasselbe gilt für den Preis. Von denen wohl bekanntesten ist die Adams Family. An der wird am Internet für plus minus 10.000 € gehandelt. Wie war das denn so extra? Die Adams Family ist eben das Filmthema belebt. Und das ist auch von den meistgebauten Flipperen. Die wo ihn überall gesehen wird, an der Nonscha wie rauskommen ist. Jeder hat gespielt, jeder will nun. Dafür ist auch der Preis geklommen. Preisfroh ist immer voll bis. Fängt bei 700-800 € an und geht bis bald 25.000 €. Also ist für jeden etwas dabei. Ein richtiger Revival hatten Flipperen an den 90er Jahren. Weil all Hollywood-Produktionen am Kino hat auch seinen eigenen Flipper. Und hier ist natürlich probiert, die Spiele so interessant wie möglich zu machen. Da gibt dann Bulle gelockt, Magnet der Sonne. Bulle kommt von der Rampe rauf, sie bleibt wie ein Kluder und den hängen, und Scheif dreht, nicht von diesem Magnetglas. Okay. Und dann laufen Bullen durch ganz Spielfeld. Und der Ventilator, den daneben das immer für Erfrischung sorgt. Es sind ganz schlechte Flipperspieler, weil ich lieber darauf arbeite wie spielen. Aber Flipperspiele kann ich lernen. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Da gehen noch Meisterschaften, Weltmeisterschaften. Da sind auch junge Leute, die da ganz weit vorbei sind. Flott am Flipperkeller ist auch, dass ein ganz Party Flipperen hier stehen, für auszuprobieren. Die Equipe vom Ulzig-Kanal hat sich das natürlich nicht zweimal so gelost. Ich gucke die Flipper, wie sie mir am besten gefallen. Ich habe keinen Wunschflipper. Muss kein Adams Family sein, muss auch kein Indiana Jones sein. Für mich ist es Top-Tick an wie sie spielt. Ich werde es für mich ausmischen. Ich spiele am liebsten die von Data East. Und die Speziellen? Den Robocop. Was? Der Robocop. Also? Der Robocop und Stehen, den geht doch nie fort. Okay. Das ist mein Lieblingsflipper. Was musst du tun? Was musst du tun für dich, dass du einen guten Flipper rausmachst? Wie du siehst, du brauchst den Ball, das ist ja nicht. Ne? Brauche ich nicht. Muss mir einfach gefallen. Ja. Der Sound, Ja. das Lichtspiel, auch wenn sie spielt. Für mich ist Musik ganz großen Teil aus. Ob Flipper mir gefällt oder nicht. Das meiste verkaufen ich Privatleute, die eben auch meist plus 40 Alter, weil die dann einfach noch kennen als der Jugend. Und die wollen das darum daheim tun, als Spaß.
Das ist eben die große Menge Klientel. Mit 40+ leidt der Staff ganz richtig. Wir hatten auch den Leo mit auf dem Tournage. Hier doch für den Ulzig-Kanal schon mal die Kamera an den Grab geholt, als eine Reaktion vom Flipperspiel schwätzt für sich. Wenn du selber erëm oder überhaupt durchtut fir zu probieren, dann meld dich beim Staffs Flipperkeller auf Facebook oder auf seinem Site. Am flotsten ist es natürlich für selber auf Biesen zu kommen und zu spielen.